Menschen können 120 Jahre alt werden. Die große Frage ist, wie kommen wir dorthin? Unter anderem mit perfektem Schlaf. Wer in diesem Luxushotel eincheckt, kann seinen Schlaf optimieren. Verspüren Sie hier ein Gefühl der Ruhe? 12.000 Franken kostet die Woche. Die Gäste bleiben lieber anonym. Eine ganze Industrie verspricht uns mehr Wohlbefinden und mehr Gesundheit. Das kann manchmal zu paradoxen Situationen kommen, wo die Uhr mir sagt, ich hätte schlecht geschlafen, ich fühle mich aber eigentlich ausgeruht. Wie gelingt es Firmen, dass wir Unmengen an Geld zahlen für die natürlichste Sache der Welt? Und was lässt uns wirklich gut schlafen? George Gaetanos zeigt uns exklusiv, was er alles bietet, damit die High Society besser schläft. Hallo, ich bin George. Hallo, ich bin plastischer Chirurg aus Ägypten. Ah, schön. Wir können mit keinen Gästen sprechen. Die reiche Kundschaft sei sensibel. Das 5-Sterne-Haus in Weggis am Vierwaldstätter See hat sich dem Longevity-Trend verschrieben. Es geht um Entgiftung und Selbstoptimierung. Gefällt es Ihnen hier? Gaetanos ist sehr überzeugt von seinem Konzept. Ein Körper könne künftig 120 Jahre alt werden, wenn man gut auf ihn achte. Zu den Therapien, die dabei helfen sollen, später mehr. Die Schlafwoche ist nur eines mehrerer Longevity-Programme. Teil davon sind 4 spezielle Zimmer. Was ist an diesem Raum besonders? Hier versuchen wir Ruhe im Körper zu schaffen. Deshalb wurde dieser Raum mit speziellen Materialien ausgestattet, die die Akustik komplett verändern. Ich werde ein paar Vögel einstellen. Jetzt werde ich das Licht ausschalten. Und wir sehen, wie es funktioniert. Wir versuchen, eine natürliche Art des Aufwachens zu schaffen. Licht ist sehr wichtig, wenn wir aufwachen, denn das stimuliert unsere innere Uhr. Gleichzeitig haben wir auch sehr schöne Tonaufnahmen aus der Natur. Wir haben die Vögel mit sehr speziellen Mikrofonen in echten Wäldern aufgenommen. Das schafft eine Art Umgebung, in der man mit Freude und glücklich aufwacht. Hinter den unscheinbaren Pyjamas, die die Gäste hier tragen, verbirgt sich eine Schweizer Erfolgsgeschichte. Für diese verlassen wir den Vierwaldstätter See und reisen in die Nähe des Bodensees. Da sieht man jetzt so schön eine ganz uniforme Oberfläche. Ja, kannst du noch das Hintergrundlicht anmachen? Ja, klar, gern. Das Ober-, Aus- und Hintergrundlicht, da sieht man eigentlich durch die Ware durch. Ja. Das wäre jetzt eher ein versteckter Defekt, den man da sehen tät. Aus diesem Stoff entstehen Pyjamas mit speziellen Eigenschaften. Der Schweizer Unternehmer Andreas Lenzhofer lässt hier in Österreich das Material für seinen neuartigen Pyjama produzieren. Und das ist jetzt auch der Moment, wo man sieht, da macht man eine Griffkontrolle, tut die Warenoberfläche fühlen, ob das vom Weichheitsgrad und vom Komfort entsprechend passt. Mit dem Ralf Herrmann haben wir fast 100 Stoffe oder Stoffarten oder Stoffmuster haben wir zusammen entwickelt. Vieles hat funktioniert im Labor, aber dann nicht nachher im täglichen Bedarf. Dann haben wir es wieder auf die Seite legen. Und so haben wir dann wirklich viel getüftelt und wir haben fast 2 Jahre investiert, bis wir den Stoff so stabil hatten, dass er eben alles macht, was wir möchten. Wie war das aus Ihrer Perspektive? Genau so. Unsere Aufgabe war in allererster Linie, diesen Stoff und diese Idee produktionsreif hinzukriegen. Der Stoff ist natürlich sehr fein, das erste Mal, aber er hat eine Funktion drin. Und das ist das, was man spüren tut beim Schlafen. Und so ist er optimiert für Atmungsaktivität und für Feuchtigkeitsregulierung. Das heißt, im Vergleich zu einem Baumwollstoff ist er 4-mal mehr atmungsaktiv und 5-mal mehr Feuchtigkeitsaufnahme. Das heisst, der Stoff, auch wenn man reinschwitzen tut, dann fühlt sich der Stoff immer noch trocken an. Und so hat man eigentlich eine sehr gute Schlafqualität. Das Textilunternehmen hat sich auf Funktionsstoffe spezialisiert.
Nicht weit von St. Gallen entfernt ist es eine der letzten Traditionsfirmen in einer Region, die einst ein bedeutendes Zentrum der europäischen Textilindustrie war. Andreas Lenzhofer nutzt für seine Pyjamas Fasern, etwa aus Buchenholz oder Eukalyptus. Die Versprechen sind hoch. Die Stoffe sollen kühlen, wärmen, ausgleichen oder den Körper regenerieren lassen. Funktionskleidung für den Schlaf also. Heute soll über eine neue Saisonfarbe entschieden werden. Ja, wir hätten noch die Variante, da ist eine etwas andere Brillanz im Farbstoff. Ja, das hat auch einen kleinen Gelbstich. Ja, es ist ein bisschen zu gel und es fehlt ein bisschen die Saturierung im Stoff. Genau. Ja, ich glaube, da müssen wir schauen, was wir noch mehr ankriegen können. Wie ist es denn eigentlich, mit Herrn Lenzhofer zusammenzuarbeiten? Wie würden Sie ihn denn charakterisieren? Wir haben eine sehr interessante Zusammenarbeit. Ich muss allerdings gestehen, dass sie nicht einfach ist. Nicht einfach, weil wir nicht gut zusammenarbeiten, sondern weil es ganz klare und sehr hohe Anforderungen gibt. Der Andreas weiß sehr genau, wir brauchen das für unser Produkt und das müssen wir haben. Wenn wir das nicht kriegen können im Stoff, sei es in Form einer Eigenschaft, in Form einer Farbe, dann stimmt das Gesamtkonzept für ihn nicht. Lenzhofers Kunden sind nicht nur Privatpersonen. Termin beim Schweizer Eishockeyverband. Sali! Sali, Andreas, willkommen. Dankeschön, danke. Merci. Sportdirektor Lars Weibel ist in den letzten Vorbereitungen vor den Olympischen Spielen im Februar. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft schläft in den Dax Meillan-Pyjamas. Aber wenn ihr etwas Neues entwickelt, kann ich dir gerne mal zeigen. Das werde für das nächste Jahr. Was ihr da drinnen seht, das ist ein Print, aber es sind Mineralien. Und was die machen, ist, dass sie einen Teil von der Körperwärme, also der Körper tut permanent die Wärme abstrahlen und die Ferninfrarotwärme reflektieren. Das heisst, der Stoff tut die Wärme, die du abstrahlst, reflektieren und das ist eine sehr spezifische Wellenlänge und die geht durch die Hautschicht durch und das führt zu einer leichten Stimulation von der Muskelstruktur. Könnten wir auch ein, zwei Sätze haben für die Spieler, dass sie es jetzt in der Vorbereitung testen? Klar, können wir machen, ja. Cool. Man kennt aus dem Sport verschiedene Sachen wie Kompressionsshirt nach dem Spiel, aber zum Schlafen für die Nacht ist das bis jetzt das Erste, das Einzige und wahrscheinlich das Letzte. Das weiß ich nicht. Aber wir haben viele Sachen, also Schlaf allgemein ist für uns viel. Man trainiert wahnsinnig viel, man isst, man macht, aber man unterschätzt eigentlich, wie wichtig das der Schlaf ist, die Erholung. Hauptsitz in Zürich. Gemeinsam mit seiner schwedischen Frau hat Andreas Lenzhofer das Unternehmen gegründet. In erster Linie eine Kopfentscheidung, mit der Hoffnung, dass das Thema Schlaf viel Geld bringen könnte. Wir sind eigentlich mit der Idee gestanden, dass wir eine Unternehmung möchten gründen zusammen. Und dann haben wir das sehr analytisch gemacht. Da sind wir angegangen, was sind eigentlich die Megatrends, die die Welt bestimmen werden in den nächsten 20 Jahren. Da sind wir so bei dem Thema Personal Health und Wellbeing gelandet. Und dort ist das Thema Schlaf auch etwas, wo wir sehen, dass es an einem Inflection Point ist. Die Zeiten sind vorbei, wo die Leute sagen, 4 Stunden Schlaf ist genug oder schlafen kann man, wenn man gestorben ist. Sondern man sieht, dass Schlaf eines der wichtigsten Themen ist für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unsere Leistungsfähigkeit, für unsere Langlebigkeit. Die Pyjamas kosten deutlich mehr als andere, rund 200 Franken. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, haben wir ja eher die höhere Einkommenkunden. Aber hier in der Schweiz ist es eigentlich viele unterschiedliche Kundengruppen. Ja, und wir hören immer wieder, die Leute sagen, ja, es ist nicht ganz billig, aber wenn wir es mal verstanden haben, wenn wir mal den Komfort und Qualität schätzen gelernt haben, dann sagen wir, es ist eigentlich fast zu günstig. Laut Financial Times war Dax Meillan 2023 das am schnellsten wachsende Unternehmen der Schweiz. Es ist längst in den schwarzen Zahlen und verkauft knapp 200.000 Teile pro Jahr, zum größten Teil online. Schätzungen zufolge haben Menschen rund um den Schlaf vergangenes Jahr weltweit rund 100 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Bis 2023 soll der Markt noch einmal um die Hälfte wachsen. Das meiste Geld fließt in Matratzen und Kissen. Das schwedische Unternehmen Hestens etwa setzt auf eine sehr zahlungsfähige Klientel.
Die Füllung der Betten besteht unter anderem aus Pferdehaar. Das teuerste Modell kostet zwischen 600.000 und 1 Million Franken. Zurück in Weggis. Komm. Wer hier für eine Woche eincheckt, hat viel zu tun. 30 bis 40 Termine stehen auf dem Plan. Dafür hat das Hotel eine eigene Klinik eingerichtet. Das ist einer der Räume für medizinische Sprechstunden. Die Kunden treffen zuerst einen Arzt. Wir haben bereits während des Buchungsprozesses viele Informationen erhalten, zahlreiche Fragebögen verschickt. Wir haben ein umfassendes Bild der Lebensweise unserer Kunden. Der Kunde bespricht das Programm mit dem Arzt und wir passen es dann an die individuellen Bedürfnisse an. Hier ist die Photobiomodulation, die Rotlichttherapie. 2 unterschiedliche Rotlichtfrequenzen sollen Entzündungen mildern, die Durchblutung fördern und letztlich beim Schlafen helfen. Der Kunde kommt also, zieht sich aus und legt sich wie in ein Sandwich. Dann werden die Frequenzen eingeschaltet. Ich ermutige die Leute auch, ihre Augen ein paar Sekunden lang offen zu halten. So kommen all diese regenerativen Frequenzen über das Licht tief in den Körper. Das Hotel gehört einer türkischen Wellnessgruppe. Rund 75 Millionen Franken sind in das Projekt geflossen, das 2020 eröffnet hat. Manchmal lässt uns Schmerz nicht schlafen. Er weckt uns mitten in der Nacht. Das geht vielen Menschen so. Hier nehmen wir kleine Anpassungen an der Wirbelsäule vor. Wir geben mit Hilfe der Seile dem Gehirn Befehle, um die Symmetrie des Körpers wiederherzustellen. Die meisten Kunden kämen aus der Schweiz, aber auch zahlreich aus Großbritannien, Frankreich, dem Nahen Osten oder den USA. Eines haben sie alle gemeinsam: Geld. Es ist keine demokratische Angelegenheit hier. Das ist für Menschen, die es sich leisten können. Wir sind ein Unternehmen im privaten Sektor. Aber um sich gut zu ernähren, Sport zu treiben, sich um die Schlafhygiene zu kümmern und einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben, müssen Sie nicht ins Cheno kommen. Sie können es einfach tun. Wer hierher kommt, will grundsätzlich etwas verändern. Was ist überhaupt nötig für einen guten Schlaf? Dafür treffen wir an der Universität Freiburg den Schlafforscher Björn Rasch. Hier sind wir nun in dem Schlaflaborbereich. Hier ist eigentlich unser Hauptstudienraum. Der besteht hier aus einem Kontrollraum, in dem die Assistierende sitzen können und eben einerseits ihre Versuche machen können und andererseits die EEG-Daten auf den Bildschirmen sehen. Und rechts und links sehen wir jetzt 2 Schlafkabinen. Das sind sogenannte Faraday'sche Käfige. Das heißt, hier wird tatsächlich das elektromagnetische Feld weitestgehend abgeschirmt, sodass wir halt den Schlaf gut und sauber aufzeichnen können. Er weiß, was einen erholsamen Schlaf ausmacht. Das Wichtigste sei nicht die Optimierung im Bett, sondern was am Tag davor geschehe. Bin ich aktiv? Wie ernähre ich mich? Habe ich soziale Beziehungen, die mich ausfüllen? Habe ich einen Sinn in meinem Leben? Das sind natürlich die absolut essentiellen Faktoren für einen guten Schlaf. Das heißt, diese Komponenten, würde ich sagen, machen wahrscheinlich 80% des guten Schlafs aus. Und dann die anderen 10 bis 20%, da kann man dann vielleicht durch zusätzliche Gadgets noch was rausholen. Technologische Hilfen zur Schlafüberwachung boomen. Es gibt Matratzenauflagen für rund 3.000 Franken, die die Körperfunktionen tracken. Luftreiniger für einen besseren Schlaf für 1.000 Franken. Stirnbänder zur Neurostimulation, die in den Schlaf helfen sollen, für mehr als 300 Franken. Auch Smartwatches können in der Regel den Schlaf überwachen und bewerten.
Rund 150 Millionen solcher Geräte haben sich Menschen im vergangenen Jahr gekauft. Ähnlich funktioniert der Oura-Ring. Das Schmuckstück mit integriertem Messsystem kostet rund 400 bis 500 Franken. Das finnische Unternehmen dahinter ist heute rund 11 Milliarden Dollar wert. Auf einmal habe ich Möglichkeiten, mehr Informationen zu bekommen. Die Frage ist natürlich schon, oder die negative Seite der Medaille ist natürlich schon, wie gut sind diese Messgeräte? Manche sind je nach Hersteller qualitativ auch nicht ganz so gut, messen auch sehr unterschiedlich. Und dann ist natürlich die Frage, vertraue ich eher auf mein Gefühl oder vertraue ich auf das, was die Uhr mir sagt? Und das kann manchmal zu paradoxen Situationen kommen, wo die Uhr mir sagt, ich hätte schlecht geschlafen, ich fühle mich aber eigentlich ausgeruht. Und dann mache ich mir Gedanken, obwohl ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen müsste. Björn Rasch kann so manchen Schlafmythos entzaubern. Mythos 1. Früh schlafen gehen. Der Schlaf vor Mitternacht ist sicherlich nicht der erholsamste, das hört man ja immer wieder. Natürlich ist die erste Phase unseres Schlafs hauptsächlich durch Tiefschlaf geprägt, aber ob die jetzt vor Mitternacht oder nach Mitternacht stattfindet, solange wir das regelmäßig machen, also zum Beispiel regelmäßig um 1 Uhr nachts ins Bett gehen, dann ist die erholsamste Phase eben zwischen 1 und 4. Mythos 2. Kein Bildschirm vor dem Schlafen. Die neue Evidenz dafür zeigt eigentlich, dass das Licht der Bildschirme so schwach ist, dass es eigentlich fast keinen Einfluss hat auf unseren Schlaf. Gerade wenn wir jetzt noch das Blaulicht rausfiltern, die meisten Bildschirme und Geräte haben eigentlich solche Möglichkeiten, dass der blaue Lichtanteil reduziert wird, dann wird der Effekt noch geringer. Das heißt, das reine Licht, auch zum Beispiel das Licht des Mondes, macht wahrscheinlich nichts oder fast nichts auf unseren Schlaf. Mythos 3. Bei 18 Grad schlafen. Die Außentemperatur ist eben nur ein Faktor. Das heißt, solange Sie das Mikroklima unter Ihrer Bettdecke gut regulieren, können Sie auch bei ganz anderen Temperaturen schlafen. Wenn Sie zum Beispiel mal campen waren und einen guten Schlafsack hatten, dann haben Sie wahrscheinlich bei 4 Grad auch gut geschlafen. Während wenn Sie so sehr leichte Kleidung und sehr leichte Bettdecke haben, dann können Sie wahrscheinlich auch bei 25, 26 Grad noch wunderbar schlafen. Im Hotel Chenot ist die Schlafwoche für rund 12.000 Franken sehr gut gebucht, sagt man uns. Warum ist das so teuer? Ich weiß es nicht. Ich lege die Preise nicht fest. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin der wissenschaftliche Leiter. Ich kann Ihnen die wissenschaftlichen Hintergründe erläutern. Aber wenn man das Programm genauer betrachtet, steckt unglaublich viel Arbeit darin. Es gibt so viele Behandlungen. Ich persönlich halte es eher für günstig. Viele von uns sind bereit, eine Menge Geld auszugeben, um endlich wieder gut zu schlafen. Nötig ist das nicht, aber die Schlafindustrie, die freut's.